Gero Morris. Welkom hier. Wir haben sehr schönes Morris von der und war mit der Natur. Gut noch nicht, aber das ist eine Ursache für das, es sehr grün ist. Und so, wir freuen uns für Gott und für das schöne Tag, für das schöne Wahre. Und wir freuen uns, dass wir hier kommen. Gott seine, Jesus seine Familie, Jesus seine Kirche, Jesus seine, Gott seine Kinder, dass wir können erlöst sein, dass wir können weiten, dass Gott eine Erlösung für uns hat an Jesus Christus, und dass wir können gerat sein. Und Johannes 3, Vers 16 sagt, es ist das, Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sohn gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Und das ist eine Versprechung, was wir haben, was Gott uns gibt, dass wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Jesus seinen Tod am Kreuz annehmen, dann sind wir gerettet, dann haben wir eine Seiligkeit, dann hat Gott uns angenommen, seine Kinder, durch was Jesus für uns tut. Das hat nichts mehr zu tun, was ich tue, oder was du tust, oder was wir tun. Wenn wir Kinder Gottes werden, das hat mehr zu tun, wenn wir uns zu Gott hingeben und wir an ihm glauben, wir an ihm annehmen, und dann spricht er uns frei, weil wir das nicht selbst können. Und er will aber nicht haben, dass wir sollen verloren gehen. Da wenn kommen wir in diese Erde, und dass er Möglichkeit der Seiligkeit für uns rein. Und das ist ein Geschenk, was ich und du kann annehmen. Und das ist für uns frei, und aber für Jesus wird es nicht frei. Jesus kostet so viel, kostet sein Leben, kostet unsere Sinn und unsere Schande auf sich zu nehmen, kostet den Himmel zu verlassen und hier auf die Erde zu kommen und da Kraft loszulassen, sich Hand zu geben zu dem Plan, was er gemerkt hat, und dort nicht durchzugehen, kostet und da weiter an seinen Körper, und aber ich glaube an seine Gedanken, dort entgegen zu gehen und dort unternehmen, und an seinen Geist von Gott getrennt zu sein, und sich durch einen Sünder behandeln, für diese Menschen, was er gemerkt hat und was nicht an ihm glauben, was ihm verachten, die in unsere Sinn auf sich zu nehmen. Das kostet ihm sehr viel, aber für uns ist das frei. Und das will wir uns von uns morgens zu freuen, dass wir die Erlösung können haben und dass wir Gott sein Wort haben, was uns dort so klar lernt hat. Und dass wir das annehmen können. Gott ist uns so gut gewesen, dass und was von der Sinn und wo euch wieder gemerkt haben, aber dort kommt alle in das Kreuz, dort kann wir alle nur Jesus bringen und sein Blut, sein Leben, das wir so dir, das betont für das alle. Und das ist so schön. Wenn ein anderer Mensch für uns gestorben wird, das wird das nicht dahin, aber willst du, Jesus wir, das sagt alles. Und da das wasch alles rein, und da freuen wir uns von uns morgens. Von dem werden wir ganz kurz von was reden, was ich will mitteilen, was some Ding, was ich gelehrt habe, some Ding, was ich in der Schrift gelehrt habe. Und ich war nur gedacht habe, über die letzten paar Jahre, und dann war ich in meinen, auch für viele Jahre. Und das ist von, wo würde Versegnungen an uns schaffen. Wir wissen nicht, even wenn wir Kinder Gottes sind, wir haben uns Gott angegeben, wir haben uns bekehrt, wir sind am Glauben, wir sind an Christus. Ich glaube nicht, dass die viele Menschen fähig was da werden bekennen, dass sie vollkommen sind, dass sie all durch sind, wie sie wollen sein. In 1. Johannes 3, glaube ich, ist, dass er sagt, dass die, die an Jesus glauben, die, die die Hoffnung von der Erlösung haben, die rennen sich selbst. Und das denken wir alle mit schaffen in uns Leben, wenn wir sagen, für Gott versuchen zu leben, dann schaffen wir damit. Dann wollen wir das an und dann kommen wir wieder. Vielleicht haben wir erst eine Stadt, wie wir mit
kämpfen moeten, met struggelen moeten. En dan, okay, dan hebben we dat vielleicht überkommen. Dat is een meis. En dan zeggen we, okay, hier is nog dat andere ding. En zo gaat dat de levenstijd verlengt. Een part davon ist dann einmal wie eine Hoffnungslos worden und sagen, naja, ich kann eine Weg einmal nicht vollkommen sein. Oder wir denken so, dass ich vollkommen sehe, oder ich das mal alle überwunden habe, dann kann ich nicht an Gott glauben, dann kann ich nicht sein, dass ich Gott sein Kind sehe, oder dann kann ich nicht das so annehmen an mein Hort, dass Gott mich gleichen wird, wenn ich weit wo unvollkommen ich sehe. Und da müssen wir mit aufpassen, dass wir nicht glücklich werden, aber an der anderen Seite, Jesus kam für die Sünder zu sterben. Und so er kam für die, und für mich, die noch mal strugglen mit Dingen. Und das ist die gute Nachricht. Und so, wenn wir an denken, dann in uns Leben, so nicht gehen wir, so wir gehen nicht im Glauben, und wir wollen uns reinigen, wir wollen sein, christlich zu sein, wir wollen sein, mit christlich sein, meine ich, so zu sein, als Jesus ist. Dann, ja, wir beleben verschiedene Dinge, wir begegnen Dinge in uns Tag, was uns tausaten will, Gott haben findet, was das nicht gleicht, wenn wir vor ihm leben. Wenn Gott seinen Charakter auf einmal durch uns rüberkommt, das gleicht er nicht, der will Gott gottesmäßig auslassen auf diese Erde, und deswegen hasst er uns auch. Und so, der wird uns tausaten. Und so, das sind verschiedene Dinge, was mir hat geholfen an meine Struggles, was ich dann habe im Leben und auch gehört habe, was mir haben, something besser zu verstehen. Und ich will Ihnen das mitteilen. Und das ist lange nicht eine vollkommene Lehre, aber ich will Ihnen was am Denken merken und Ihnen sein Haupt zu sein an jeden Tag und an jeden Wandel, wie immer jene groß sind. So, ich becheck das so, dass sind 3 Städten, von wir Versicherungen kommen. Und ich will Ihnen ein paar Beispiele geben. Ein ist, wenn wir nur Jesus checken. Als Jesus auf diese Erde wir weiten, dass er lässt sich taufen von Johannes der Täufer. Dann wundern wir, na, wieso lässt Jesus sich taufen? Da wird ja noch mal von reden, das ist von der nicht der Point. Das heißt, ich habe lauten taufen, und der Herr Jesus kam auf einem ab dem Weg, was er nicht euer gewusst wird. Der sieht, dass wir Gott sehen. Und wir das klar, Jesus, wir offenbart zu den Menschen, ist Gott sehen. Ich denke, apart an der Wüste an, zum der Fasten, und beten, zum sich zu Gott handgeben, oder an Gott anzulauten, und mit Gott taub zu sein. Als ein Mensch, nicht so, sommer das ist schwer für uns zu verstehen. Und da in der Zeit mit Gott, wie Jesus besonders nur wir an Gott, und ja, warte, Jesus wir Gott nicht, aber wir Jesus als ein Mensch, als ein Mann, nur an Gott wir und sich Zeit nehmen für Gott, dort kommt der Feind an am Nord, so war der Feind, Gott sein Feind gleicht das nicht, wenn wir nur an Gott sind, der gleicht das nicht, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott gehen, der gleicht das nicht, wenn er geistlich schafft in uns Leben. So, der wird uns tausaten, so als er kann. So, da an der Zeit kam der Feind auch nur Jesus. Und wir wissen, dass Jesus hat 3 Versuchungen durch. Und ich will nicht zu viel nachlesen für diese Botschaft, aber für mich sagt er überdenken, dass Wort die 3 Städten sind, oder 3 Wege sind, wo wir versucht worden. Auf einmal sage ich an das, dass Jesus einen Weg auch ab 3 verschiedene Wegen versucht wird. Und ich will Ihnen sagen, was ich damit meine. Seine erste Versicherung wir mit Steiner zu Brot machen, nicht? So, Jesus hat lang gefasst, weil wir körperlich sehr hungrig. Das wird uns deutlich sein, von 40 Tagen, glaube ich, während das nicht eten, dann wird er sehr hungrig. Wenn jemand ein paar Tage gefasst hat, dann weiß ihr, dass einem hungert und steht sehr. Und dann über dem wird der Hunger noch mal wach und wird ab 40 Tagen und wird sagen, weiß ich nicht, er kann mich feststellen, Jesus wird sehr sein Körper. So hat sehr hingeran sein, ihr was, nicht eten. So dass wir ein körperliches Verlangen, was Jesus da hat. Okay, und der andere wir
dann nahm der Feind am Tempel ab und sagte, okay, schmied die hier mal rauf, Gott wird dir raten. So, dass wir eine Versuchung von Glauben, dass wir eine Versuchung von Verstand, Gedanken. Merkt das Sens? So, nun muss Jesus sich, was die sagen, aber der Steiner muss die sagen, er sagt, ja, aber dort wir da körperlich. Hier wird da, okay, was wird Gott tun? Oder was wird mir übernehmen zu tun? Will ich mich mal raufschmieden? Will ich mich mal wegschmieden und sagen, was Gott wird tun? Dass er mir raten wird? Dass wir an die Gedanken, nicht? Und dann nahm der Feind Jesus auf hier Burgknopf und weiß all die ganze Welt, war uns so Geschmack hat. Und dann sagt der Feind zu Jesus, bet mir an, jaft die mich an, jaft die mich nahen, wo ich dir das alle geben. Wenn du wirst für mich leben, sagt der Feind zu Jesus, ich will dir alles geben, was du weißt. So dass wir nu wir wel beim Körper vorbei, nu wir wel bei bloß die Gedanken vorbei, nu wir bei baten, wir mir eine Hand geben. Nicht? Ich will die Versicherung für Jesus wir zu dem Feind Hand geben. Okay, ich will die dein, ich will Gott auf sein, so beides kostet nicht, mutwillig hinterhergehen. Dann will ich mutwillig den Feind anbeten und den hinterhergehen, den hören. So kann mal je denken, aber auf alle drei Städten sagt Jesus, nee, das tue ich nicht. So, das ist, was ich meine. Körperlich, Verstand, an Gedanken, am Gedächtnis und am Geist. Und nu war ich will abpassen, ich will nicht zu viel daran lesen. Die Versicherungen, wir Versicherungen, aber ich sagte da bin, und das helpt mich besser, mich selbst zu verstehen, und ich hoffe, das helpt die auch. So, eine körperliche Versicherung, eine Versicherung von einem Gedanken oder einer Säule, und eine Versicherung von Anbetung. Und wem ich mir Hand gebe. Und dann was es, als es alle taub, und dann was es, als es alle dasselbe, dass als alle so durcheinander, oder taub geriet, durcheinander geriet an uns leben, wie kann das gleich einmal apart sein, alle. Und so wird es auch, dass wir alle, an den Weg werden alle überein, aber an den Weg auch verschieden. Und so, ich glaube, das ist für uns auch so. So, wenn wir reden von einer körperlichen Versicherung, von was reden wir dann? Weil, Jesus seine Versicherung wie körperlich, das hat mit Hungern zu tun. Und mit Hungern ist nicht arg. Uns hungert alle nochmal. Oder Ferien, actually, wenn wir nicht wollen eten, aber wenn wir nicht haben Frühstück gegessen, aber uns nicht vielleicht hungern, bitte wir uns Körper den zwar gelehrt haben, dass wir nicht Frühstück eten. Hungern, das ist ein körperliches Verlangen, was du nicht mit Arg hast. Und so habe ich viel körperliche Verlangen, das nicht mit Arg, mit den Verlangen. Gott hat uns so gemerkt, das ist nicht mit Arg. Aber ich denke, uns Körper kann uns Gott werden. Und dann lassen wir alles fliehen, um uns Körper zufriedenzustellen. Das nicht ist, wann das nicht ist, wo viel, das nicht ist, zu der Antit, aber uns Körper muss zufrieden sein, das ist alles, was ich tue. Und so das ist eine körperliche Versicherung. So, und das können sehr verschiedene Dinge sein. Und wir können uns Körper sehr Dinge anwenden und aufwenden, so das ist vielleicht der Antwort dazu. Was von Beispiel habe ich noch in der Bibel von einem Mensch, der eine körperliche Versicherung leid sein Leben verdorben. Weil dort wir weiten der Bruder Jakob und Esau, wie ist es so, nicht? Der Esau, der kam nach Hause, der wir meid, und den hungert sei, und den hungert, nicht? Und nun mag ich mein Hunger zufriedenstellen. Kreiden und Wort. Er heeft zijn aufgehouden, oder zijn Sehen auf, dat hij nicht mehr wird hungern. Er hat durch, und da steht, sein Körper als sein Gott. Merkt ihr das Sens? Dat hij nicht uit wat het kost. Mir hungert, dann muss ich zufriedenstellen. Ja, dann so nochmal das dort. Mir hat es manchmal so gegangen. Das kann verschiedene Dinge, das hat vor allem mit Hunger zu tun. Das kann andere Dinge tun. Mein Körper isst nur was, und da muss zufriedengestellt. Kriegen und was. Kriegen und was das kostet. In Sprecher 25, Vers 28 fingen wir so,
lehrreicher Forscher sagt es das, ein Mann, der sich selbst nicht beherrschen kann, als es eine Stadt, die Wegen durchgebrochen sind. So, wenn wir hier an dit Gebiet, wo wir alle Wegen nehmen, was wird dann anders sein hier bei? Weil hier werden ein Teil Megen sein, nicht? Da würde hier Namen reinen. Der Schnee wird hier durchpusten. Da wird hier durchsteifen, nicht? Was immer, wenn die Jungs ein Barbecue merken, der Druck wird hier durchkommen, wird noch schneller regnen, ist das nicht all das. Da wird hier beim verfehlen, was immer, nicht? Und die Kinder werden uns dran spielen, die Zeit, was die sollen nicht mehr hören. Die sollen singen, nicht? Was immer, da wird Ried in Nahen, beiden zwei, viel weniger, oder kein Kontrolle sein, nicht? Das ist, die Bibel sagt, das ist ein Mensch, was seinen Körper nicht beherrschen hat, der kann alles nennen und alles reden. Das ist keine Kontrolle. Und so, vielleicht hat die das nicht mehr. Ich struggle mit das. Und vielleicht hast du auch. So, ein körperliche Verlangen als der Gott. Wenn das körperlich was fordert, körperlich was jankert, körperlich was ist, das kann mit Üben sein, das kann mit Käupen sein, das kann mit Hungern, das kann mit vielen verschiedenen Dingen sein. Dat macht. En ik kan niet rühren, wat dat tevreden is. En zo, we brücken nicht alles, wat vraagt. En een ding wat we moeten ook realisieren, dat veel van die dingen zijn aan zichzelf vielleicht euch aardig. Maar dat merkt dan enger, vielleicht is die tijd aardig, oder de moed, beveel, oder ja, wanneer. En zo dat moet en Gott seine Kontrolle brauchen. So dat helpt manchmal. Mir hilft das zu helfen, zu realisieren, manchmal, some von der Versicherung, was ich habe, das ist bloß ein körperliches Verlangen. Okay, das ist alles, was angeht. Okay, weil über mein Körper soll ich sicherlich keine Kontrolle haben. Dann meint er manchmal bloß schaffen, nicht? 1. Korinther 1, Vers 27 sagt, ich bedwing meinen Körper, dass er mir gehorcht, dass ich nicht andere predigen und selbst nicht zu brücken sie. So, dat is een strenge leer voor mij en ook voor die. Bedwing, dat is een sterk woord. Ik bedwing mijn körper. Dat meint manchmal ons körper sagen, okay, ja, aber no. So, dat is een körperlich, en dat is wat Jezus daar onderwijst deed. Hij zou dat niet. Hij zei, ik moet niet zappen, ik moet niet onkas aan, krijgen dat wat. En Jezus zei aber, nee, du sollst nicht den Weiser gehorchen oder was immer nicht. Gott hat uns Körper gegeben für ein Leben. Und hier ist das Ding, Gott hat Verlangens und er hat uns einen Körper gegeben, dass wir kein Ding tun. Der Feind hat auch Verlangens und der will auch Dinge beschenken durch uns Körper. Und so, wem lut wir durch uns Körper schaffen? Wem gehorcht wir mit uns Körper? Und dann müssen wir manchmal Dinge abstellen. Wenn wir gewisse Versicherungen haben, dann müssen wir einmal sagen, okay, das merke ich bloß allmählich. Das, wo ich schwor merken zu tun will, wenn wir sagen, ich habe mir das angewöhnt, ich ete immer, ein Teil ungesund, ein Teil, was nicht gut ist für mich, ich ete, und bloß wenn immer mir das jankert, weil da wird Bild an mich zu sein gehen, nicht? Und so dann muss ich einmal zu früh sagen, okay, das nicht im Fridge haben, verstärkt das, oder backt das nicht, oder was immer, gibt mir das nicht mit, weil ich bin so schwach, ich muss mit mir schaffen, dann muss ich noch mal was fähig sein, dass das nicht so leicht ist, nur zu gehen, nicht? Und dass ich viel Unterschiede noch anwenden, bei mir muss einer das schwor merken, was zu tun, was einer nicht soll. Dat wenn einer schwach ist. Und so, das ist keine Ehe, das ist eine An-Ehe, aber weil wir leider den zwei in einer An-Ehe leben, ist bloß wieder ran. Okay, wir haben wieder gehen. So, das nächste Ding ist für mich viel schwerer zu beschreiben, das ist an Gedanken, habe ich auch Versicherungen. Und so ist ich sehe, und was ist das alle überein, das fängt, das steinerte Brot merken wir auch in Gedanken. Aber die finden um Jesus da am Tempel ab und sehen, und andere wird sagen, Physik Gott mal, schmied die Himmel auf, das Zeichen nach Herz wird, der wird die beschätzen, was nicht schwor, nicht? Und so, das sind Gedanken, und uns Gedankenleben. Und das ist vielleicht manchmal das ganz Schwanste,
Wanneer die je verstandig verschaft is, meent dat draait en draait en draait. En dat krijgt zeer veel doorgedraaid. En wat draait dat door? En zo verzekeringen aan wat we denken. En dat kan zijn met moedloos zijn, dat kan zijn met dal zijn, dat kan zijn met onverzettelijk zijn, of met beter zijn, of met begierig zijn, of met afjenstig zijn, of met wat het nog al heeft. Maar dat zijn dingen in ons gedanken. En verken dat ons körper, dat nu wat ons bij een kop denken doen, niet? Gott sei Dank, lang niet immer. En dat is dan al dat we ons nu Gott geven. En zo, waar we dat ook behouden, dat bloos wanneer ik wat denken doe, meint niet dat ik dat bruk doen. En bloos wanneer ik een verzekering aan mijn gedanken heb, meint niet dat ik bij zo'n mensen dat zijn, niet? We krijgen gedanken, vielleicht wat de Feind ons geven hat, oder wat allemaal niet. Den kommen uns an. En manchmal, en dit is een zeer wichtig ding. Verken, wat er passieren dat bij mij wens, en vielleicht dat er bij die ook zo staat, wanneer einem bij zijn gedanken aankomt, dan hält einer sich also fest, wanneer dat gedungen hat. En was het is dat ook zo, wanneer dat wens hat verloren huizen, en dat so wie nicht. Aber der Feind gleicht dat, wanneer wir uns al door verhouden voor de verzekering wat hij ons gegeven hat. En dat moeten we niet doen. Waar we geloven dat te tijd schaffen en niet in die verdammnis leven. Nu, dat is anders, wanneer we ons vrijheid geven, dat is een ding, maar wanneer dat plus aankomt, dat is wat dat wordt. So, Jezus wordt gezegd, ja, doe dit alle botnisch worden, Gott wordt je beschützen. Niet dat we een verzekering van gedanken. Elia had im Oude Testament eine verzekering. Nicht? Hij had voor God geschafft. Hij had daar een bericht gedaan. Hij had in Vietnam gegaan en gezegd, er wordt 3 jaar niet reinen. Wist je dat wel? Naar de government te gaan en zijn, want je niet worden bussen doen, dan wordt het 3 jaar bloos reinen, wordt alles verzetten. Wist je dat wel te doen? Wel, God had hem dat woord gegeven. En zo hij weer brood je niet en hij deed dat. Hij geloofde aan God. En zo hij had zich grote dingen gewerkt voor God te doen. En dan had hij die 3 jaar door in de wüste geleefd. En door bij de wetvrouw, die had hem nog de eten. Wat allemaal al aan de kruiden hadden hem brood gebracht. Wat allemaal dat. En nu hadden ze dat een borg, dat grote ding gehad. Nu rein dat. Had de eierreichigheid uitgerold, wenste bij de priester. En nu moest hij nog voor zijn leven eraan. So, einer wird sich nu denken, nu soll Gott mich sehr ehren, weil nu habe ich das all erkannt, nicht? Weil, Elia, ich sage nicht, dass er dort denkt, er fühlt sich bloß sehr allein. Er fühlt sich sehr discouraged. Hat nichts gehalten, ich bin noch allein geblieben. Hat es alles für Gott getan, ich hatte gehört, ich habe mein Leben mehrmals aufs Spiel gesagt. Und ich bin hier rein allein in der Wüste. Es ist nicht ein Mensch, der noch für die lebt, hat nichts gehalten. So, das ist eine Art Verzekering, was wir können an uns meinen. Deed Elia erst was erreicht? No. Mit seinem Körper, dass wir alle hier sind. Nicht? Merkt Sens? Und das ist, was ich meine, Verzekeringen an unsere Gedanken. Und für die ist es vielleicht nicht möglich geworden, für die ist es vielleicht, so ich hier sehe, dull sein oder besser sein oder was es noch alle gibt. Oder lotende Gedanken anrennen sein. Was immer das für Ding gibt. Gedanken en verzekeringen van denken. En ik weet niet wat jullie geloven. Ik geloof dat Feind kan ons ook nog gedanken geven. En dat is dan je verder je denkt, dat verzekert ons, dan denken we manchmal dat zijn mijn gedanken, dat zijn echt wat dit alle denken dat. En dat is niet allemaal zo. De Feind, geloof ik, kan ons ook gedanken geven. En dan moeten we wakker even zijn, oké, dat is wat het is. Ik ben niet zo'n mens als dat. Dat zijn gedanken wat mij gegeven worden van bezit. En dat neem ik niet aan. Dat is niet wie ik ben. Ik ben een kind Gottes. En we moeten ons hand geven. En dit even kunnen we door hem geloven. We zijn in Elia zijn case, wie hij moedloos weer. En dat kunnen andere dingen ook zijn. Dat merkt zo'n grote onderscheid, wanneer we geloven, wanneer we aan God geloven. Wanneer we geloven dat God is met ons. Wanneer we geloven dat God is machtig. Wanneer we geloven dat God heeft een weg. Wanneer we geloven dat met Jezus te schafft dat. Dat is een ganz ander leven als van we geloven, nou dat helpt ons niet, ik kan dat niet. Nee? So, we komen dit door hem geloven. Wanneer ik aan mijn struggle en mijn dag op eenmaal kan denken, nou ja,
Dat kan zijn, ik was vallen. Dat kan zijn, en ik weet dat ik heb op verken gevallen zijn. Maar ik geloof dat Jezus kan vergeven mij. Ik geloof dat God is met mij. En dit ding wat ik nu naga, wat ik voor mij heb. Ik geloof Jezus wordt met mij gaan, hij wordt mij helpen. Dat is zo anders, als wanneer we zo denken, nou, we zijn alleen. En zo, dat is een beetje ding van een gedanken te overwinnen. Dat is van geloven. We overkomen durch den geloven. We geloven, we zijn vergeven, we zijn Kinder Gottes en dat God is met ons. En de Bibel zegt van, die wat aanjunt is, als sterker als die wat rammerjunt is. En wanneer we dat geloven, dat merkt. Wanneer we dat wirklich geloven, dan op einmal dan, gaan we aan onze moedlosigheid rückchecken en zeggen, oh ja, Gott ist mächtig. Okay, da werden wir ich sein. Und dann fällt sich das Fürsal ganz anders. In Epheser 4, Vers 23 sagt es, die sollen durch den Geist vom Grund ab ein Seil in sein nie Menschen worden, die nur Gott seinem Bild und Gerechtigkeit und Herrlichkeit geschaffen sind. So lernen anders denken, da redet die Bibel viel Stellen von, wir müssen uns lernen anders denken. Wir müssen durch den Glauben, wir müssen uns lernen anders denken, wir müssen Dinge antragen an unsere Gedanken und auch durch den Glauben das annehmen, was Gott uns verhalten geben will. Und glauben, dass er uns halten wird. Und dass er mit uns ist. In unsere Gedanken schafft es so, das war von uns Körper in unsere Gedanken, ich kann nicht verstehen, das abends in einzuscheiden, aber unsere Gedanken haben mit uns Verstand, actually uns körperliches Verstand zu tun. Und was wir dort loten, oder was wir haben loten, das durch einen Stich mehr. Und was wir haben loten, durch vielmal denken, oder in Denkenstil haben loten, anfahren ans Verstand, vielleicht auch von jung an, dat is zeer schwer los van te brengen. Physically, van körperlich en ook seelisch. En zo dat braucht manchmal in de tijd van omleren, in de tijd van geloven. En was het van dat moet we bloos ons zeer zijn, maar nog wichtiger dat we ons te God handgeven en we vragen dat hij ons wordt met zijn geest aanvallen, dat hij ons wordt zo merken als hij is, dat halt manchmal mehr ist, was ich mir alles vernehmen darf. Und so, das braucht dann manchmal eine Zeit allein mit Gott, und mit Gott top am Geist gehen, und am Freien, und nicht bloß Freien, auch glauben. Und am lassen uns anfallen, lassen arm changen. Manchmal fällt sich das so eine Zeit allein mit Gott haben, da changed mehr als mehrere Monate von so anstrengend. Und so, das sind, denke ich, unsere Gedanken, uns wer wir sind, Gott handgeven. Und das leitet uns an das dritte nennen, geistliche Versicherungen. Und von das wird alle gehen, noch mehr zu reden. Und das Giver noch viel kann hier bei tun, weil es hier sind, auch so was er kämpfen tun. Und kann wir dann uns einander lernen. Aber ein klein bisschen für ein paar Minuten, wegen geistliche Versicherungen. Ich rede mal mit einem Mann, der hat schon mal sehr, sehr schlechtes Leben geführt. Und ganz eingewandt und sich ganz dem Feind handgegeben. Er lebt ganz, ich meine, wenn ich es wohlwissend, aber er hat wohlweitend Gott aufgesagt, hat er. Und so ein sehr dienstres Leben gelebt. Und nu lebt er für Gott und auch für viele Jahre für Gott gelebt. Aber ein Tag kommt ihm so eine Versicherung an. Und er weiß nicht, was er unterträgt. Und er kann nicht glauben. Er sagt, Gott, nein, ich lebe nicht, das habe ich alle hingelassen. Was geht an? Ich will es nicht mehr. Und das trägt bloß so, und auf einmal fällt sich an, okay, das kommt nicht von mir. Ich will es nicht. Das muss der Feind sein, was mir hier ankommt und will mich zurücknehmen. Und so, damit fängt er an zu singen, er fängt an Gott anzubeten. Er sieht, Feind, go weg, und da wird nicht viel Zeit angespannt, und jetzt sich Gott frisch an, und damit wird das weg. Und das wird dann, das ist eine geistliche Versicherung. Im Alten Testament hat wir der König Salomon. Und wir sind jetzt sich mit Gott an, als er jung war und am König am Thron ankam, dann fragt Gott, was weißt du, dass ich dir gebe? Dann sagt er, well, gib mir ein reines Hart und Weisheit, zum deine Arbeit tun. Kart beschrieben. Okay, so Gott gibt ihm dort. Und dann gibt er ihm noch viel Reichtum, er halb ihm. Later im Leben fing wir dat Salomon ging sein Körper nur, er hat angefangen, zu denken. Und er hat über dem 700 Frühes, oder 1000 Frühes, wie immer,
Und dann sagt er noch, das ganz schlimmste Ding von Salomon, wie das sagt, dass er bet mit seiner frühen Taub ihre Jata an. Was ist das möglich? Junger Mann, so fein alles, so gut alles, und nu auf einmal, der König von das Land nu, er bet seine frühe ihre Jata an, mit ihren Haupt und Opfern. Er hat einen großen Mistake gemerkt, und das würde ich sagen, dass wie ein geistlicher Ding, er hat sich den Feind der Frasch an. Ich kann glauben, am Ende, Jeff sich nach wahrer Gott haben, das hielt sich bei uns so. Weil wir das nicht tun. Der Feind hat keine Macht über uns. Wir brauchen uns nicht grillen. Vielleicht als hier wäre, sich so innerlich schadern von das, wenn ich von diesen Dingen reden darf. Das brauchst du euch. Jesus ist an uns, er ist viel stärker als das Wort. Und da brauchen wir uns nicht, wenn wir an Jesus sind, er hat die Kraft. Und das ist, was wir können sagen. No, ich tue das nicht. Ich gebe mich zu Gott an, ich lebe für Gott. Ich bete Gott an, ich singe, ich freue mich zu Gott, ich soll ihm glauben. Und wenn der Feind nochmal ankommt, no, ich habe das klar, ich gehe weg von mir, ich lebe für Gott. Und so, das ist das schöne Ding, dass wir uns können für nur Gott Hand geben und für allem leben. Und so, das merkt ein Unterschied, wenn wir das ein klein bisschen kann sein. Was geht hier an? Ist das mein Körper, was da oben ist? Ist das ein Struggle an meine Gedanken? Oder ist das der Feind, was mir selbst ankommt, der so stark ist dort? Dann brauche ich bloß sagen, na go weg. Ich sage an Jesus, Jesus sein Blut ist an mir, über mir. Ich sage an ihm glauben, ich sage an Gerard. Ich sehe Gott sein Kind und der hat Kraft. Und anfangen Gott an zu beten. So darf man zu tun, wem bete ich an? Weil ich bete Jesus an, ich bete Gott an. Und so wir können dort oft sein, wir reden uns glauben, wir sagen, was wir glauben. Und wir müssen dann beständig mit Jesus gehen, am Geist gehen, uns da am Hand geben. Und das ist manchmal funnig, oder nicht funnig, aber das ist interessant. Wo hast du some von den Struggles auf einmal weichgehen, wenn wir uns an Jesus anknacken dann, und das habe ich gesagt, aus dem Zweig. So, ich wollte zwei Engel lesen zum Schluss, und dann habe 3 Stück actually, dann habe vor ich. Matthäus 4, Vers 6 sagt, selig sind die in Hunger und Durst nur Gerechtigkeit haben, willst die sollen satt werden. Das kennt Jesus seine wieder. Wenn uns hungert, nur Gerechtigkeit, er wird uns halten damit. Römer 6, Vers 11, Bad 14 sagt, Jud so hält ihn dafür, dass je für die Sinn tot sind, aber in Christus lebendig für Gott. Deswegen lut die Sinn nicht an jenen stofflichen Körper herrschen, dass je nicht daunen mochten, wo nur die Sinn gelasten hat, lut die Sinn keine Gelehrer brücken, die Gerechtigkeit zu deinen. Jeft jen leider Gott han, als Söhne, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und lut arm jene Gelehrer brücken, die Gerechtigkeit zu deinen. Die Sinn soll nicht über jen herrschen können, wills je sind nicht in das Gesetz, aber in der Gnade. Und noch ein Vers von Psalm 37, Vers 3 und 4 sagt es das. Vertrau den Herrn und du Gott, dann wirst du im Land wohnen und sicher sein. Hab deine Freude am Herrn, der wird dir geben, was dein Hort sich wünscht. Gott ihn sehen.